komme jemand woch op an Spidol. Ich komme bei Patienten, die en fin de vie sinn még Zeit ginn. No lausren, eng Hand ginn. Déi die op Besuch kommen, eng Taskaffee ginn, och no lausren, Kanner bëssen Martine wann Kanner dosi kommen stand bis Martine spielen. Dat war eigentlich vum Morwert, dat ganz natierlecht. Et klappt Di beng Dir an wie sie wie geschnitt was du hannet Dir erwert. Immer so ne Schmoien an stelle mech immer fir wenig sinn dann. So muss van Patient wann sind nie gesinn und ich weiß wo genau wie wo am Bett leit. Ich werde immer bisssen of ich spieren dat dann gesinn dann van ewelt wirklich viel schwätzen, dann seht man hab's mir werde man neicht, ich froh neicht van ich gesinn dass Patient einfach du leid, dann sitzen ich mich ganz oft einfach bei und dann eng kleine Reaktion könnt dann entweder eng Hand gehen oder ein Blick. Ja. Also der Firmen mal wissen, dass wir kommen, ne? Wir haben einen Kalender, wo wir alle gut stehen, das ist schon einfach eine kleine Organisation, dann sie werden noch gehen, und wenn ich nicht kommen kann, dann ist es wirklich schon gut, dass ich sich aufmelden kann. Und da sind Patienten, die mir lang dann eben hier sind, die werden auf dich, die wissen, dass du kannst. Sie wissen nicht. Ja. Ja, das ist so verschieden. Ne? Die einen die sind immens überrascht und die anderen, die du warst direkt willkommen, sind da die bisschen mehr, was man dir dann hier oder das Palliativ, das schon mega non, okay. Aber das geht einfach nicht nur. Wieder lachen wir zusammen, kreischen zusammen. Ja. Ich meine, also das ist auch wichtig, eigentlich zu sagen, dass man ganz neutral muss sein, ne? Nicht religiös. Ich habe schon aus einer Bibel gelesen, weil der Patient das wollte. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich mich schon bei einem Teppich geknäht habe, weil der Patient das auch wollte. Oder weil er mich auch geladen hat. Und das finde ich ganz schön. Das ist wirklich berührend, in so Momente. Also wenn ich komme, das ist wie wenn ich den Mantel von der Woche gebe. Ich gehe viel, aber ich kriege einfach auch immens viel. Und mit dem nicht viele Sachen, das ist immens bereichernd. Und ich fand, dass es eine gute Benevolat ist. Und das changiert ganz anders, das ist wie das, was der Abstress, der Stress und überhaupt auf der ganzen Welt. Und ich habe einfach Lust, gut zu dienen. Ja, also wir sind gut versorgt an der Equipe. Wir haben super regelmäßig Supervisionen mit einem Psychologen. Und wir sind eben die Equipe von der Station. Wir haben, da sind wir irgendjemand, der dann Zeit hat für das Lauschen von der Besoin ist. Ja. Natürlich mit der größten Unterstützung von meiner Familie, mein Mann, den quasi nicht alles unterstützt, was ich meine. Ja, das immer Woche mit ist, bis Oves, sie wissen Bescheid dahin, dass nicht immer kann man Zeiten da kommen. Also ich meine nicht, dass ich irgendwie verzeihe für wollen, den heute benevolat zu machen, den benevolat zu machen. Das muss ich wirklich mit sich selber eins gehen, muss ich wissen, wie weit dass ich kann gehen, wie stark dass ich kann sein, wie gut dass du mit dabei bist, für zu machen. Wie ich décidéiert habe, für dann eben benevol bei Omega 90 zu gehen, habe ich angerufen und uns da gesagt, für Informationen zu machen von einem Jahr. Als zweite Samstag dann von irgendwie so 6, und wir waren noch ein Weekend zusammen. Und dann, wenn ich bis die Formation fertig wird, ja, da geht immer mit einem anderen Benevol geht in der Welt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht mitzumachen. Ne? Ich schon nie darüber gedacht, für je irgendwie abzuhalten. Wenn ich nicht kommen kann, dann probiere ich immer einen anderen Tag zu kommen. Ich bin einfach froh, sie froh zu machen, sie stolz zu machen. Und ich fand einen immens guten Benevolat und ich kann die Benevolat machen. Ich kann nicht einfach.
wie gesot, wie sie net wat hannert der Dir ass, wie sinn dat net. An dat das allwoch ernstnecht. Und Tiere bleiwen.